Ja, grüß euch beieinander. Und einen Sackerschgurden. Jetzt Kasperl. Oh, Leute, ey, ganz ehrlich, ey, mir wäre gerade fast vor Schreck ein Ei aus der Hose gefallen. Aber, fear not, Problem ist gelöst. Erstmal die schlechte Nachricht. Hier, der Joko ist Hammer-Kanal auf YouTube ist Geschichte. Ist leider ebenfalls weggemeddelt worden. Und das so kurz vorm Finale. Wir haben jetzt noch 3 Videos. Das ist Part 1, Part 2, Part 3 vom irgendwie Serienschauen mit dem Bärchen. Ich hoffe, dass da noch Fleisch dran ist. Und ich hoffe, dass das auf Odyssey noch bestehen bleibt. Da habe ich es jetzt gefunden, damit wir die Gaudi hier dann auch fertig reagieren können. Ich hätte es schon fast gedacht, Dreck. Du warst wieder zu langsam, zu faul. Ne? Hätte ich durchgezogen, einfach wirklich jeden Tag ein Video aufzunehmen vor die letzten 2 Wochen, dann wäre ich schon lange fertig mit der Nummer und hätte mir jetzt nicht halbert einscheißen müssen vor lauter Panik, dass jetzt hier der nächste Kanal wieder Etzertler beim Teufel ist. Gut. Dementsprechend, Leute, wir sind hier Odyssey. Ich hoffe, das funktioniert alles. Sieht fast genauso aus wie auf YouTube. Ich muss ein paar Einstellungen ändern. Leertaste macht Play und Pause. Das ist das Wichtigste. Und wir hatten wirklich irgendwie komplett das letzte Video beendet. Da haben wir einen Schlussstrich gezogen. Das heißt, wir gehen fresh in diese Story rein. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist Fleisch dran, weil hier Serien schauen geht los. Daily Lüge und andere Lügengeschichten. Auf jeden Fall, bis hier soll es auf jeden Fall, die ersten 10 Minuten soll es lustig sein, ne, wenn er lügt. Danach, wenn da einfach nur irgendwie eine Serie läuft, werde ich das überspringen. Richtig. Dementsprechend leid. Hockt's euch her, Samamera. Reißt euch Häube auf. Denn mir ging einer in Ding. Wieder warm. Dann Ärger aber auch. Alles gut? Nicht wirklich. Was haben die Hater jetzt schon wieder gemacht, Rainer? Was haben sie gemacht? Woran sind sie jetzt wieder schuld? Okay. Ausgerechnet jetzt hat er die gerade irgendeine Art von Pause oder so. Die machen gerade irgendwie sauber, keine Ahnung, was da genau los ist. Da ist mir irgendwas vorgefallen vorhin. Ich habe mich schon gewundert, dass vorhin so ein Krach war. Kurzum, ich konnte nichts kaufen. Und was machst du da jetzt mit Essen? Nichts. Ich habe mir, bevor ich runter bin, was ist das, muss ich mir noch... Reini, hat er irgendwie erzählt, genau, dass er zum Späti gehen will. Und jetzt erzählt er irgendwelche Geschichten, warum der nicht offen hat. Keine Ahnung, ich habe noch nie in Berlin einen Späti gesehen, der nicht offen hatte. Ich war ein paar Mal in meinem Leben in Berlin. Das letzte Mal ist jetzt aber auch schon lange her. Wann war ich da das letzte Mal? Ich glaube... Boah, lass mir keine Scheiße erzählen. 2008? Digga. Fast 17 Jahre, fast 18 Jahre her. Das ist wild. Aber ich habe noch nie einen Späti erlebt, der zu hat in Berlin. Und ich habe, bevor ich runter bin, noch ich habe mir eine Scheibe Brot und 2 Scheiben Käse auf den Teller geschmissen in die Mikrowelle. Und die esse ich jetzt. Okay. Ein Festmahl, Reini, ein Festmahl. Und ganz ehrlich, ey, man kann mit sowas Einfachen wie Brot und Käse überbacken, ne, mit ein bisschen Know-how, kann man schon was Anständiges basteln. Das kann schon geil sein, aber nicht, wenn du es in der Mikrowelle machst, du Dulli. Nicht, wenn du es in der Mikrowelle machst, weil die Mikrowelle dafür nicht geeignet ist, Rainer. Dafür brauchst du einen Ofen. Ich brauche noch ein bisschen mit Essen machen. Ich muss erstmal einen Topf abwaschen, den ich noch hier habe. Und dann koche ich mir ein paar Ramen. Oh, Ramen. Japanisch. Muss ich mal kurz drauf gucken, was es für welche sind. Ja? Ich bin ein Idiot. Ja, richtig, Rainer. Aber warum jetzt dieses Mal wieder? Also nicht, dass ich dir jetzt widersprechen will. Also, du bist drauf gekommen, dass Ramen grundlegend eigentlich japanisch sind. Wieso? Ich habe vergessen, die Mikrowelle einzuschalten. Ups. Drama, Rainer.
Drama. Ja. Okay, muss ich eben auch noch warten. Das passiert. Ja, irgendwie bei immer bloß mir. Ja, das ist natürlich schlimm. Rainer muss jetzt 2 Minuten länger auf sein Essen warten. Und wir wissen gerade, wenn es ums Essen geht oder um den Nichtzugang zu diversen Wurstfächern, da ist die Frustrationstoleranz beim Reini dann doch eher gering. Ja. Ja, dann mach du mal in aller Ruhe. Ja. Ich bereite in der Zwischenzeit mal die Serie vor. Wie lange ungefähr brauchst du zum Vorbereiten? Viertelstunde? Viertelstunde, okay. Ja, Rainer, Viertelstunde zum Abendessen vorbereiten ist nichts. Gar nichts. Viertelstunde ist Brotzeit machen. Ja? Da sich vielleicht noch irgendwie 2 Spiegeleier rausbrät oder sowas. Das ist eine Viertelstunde. Ist natürlich klar, Reini frisst nur Dinge, die man sich in der Mikrowelle warm machen kann, und da ist meistens die Zeit so 5 Minuten. Ne? Irgendwelche komischen Nudeln oder Fertig-Lasagne oder sowas, wo du aufreißt, so halbert, dann den aufgerissenen Deckel wieder drauf tust oder oben mit der Gabel einstichst und dann heißt 5 Minuten bei so und so viel Watt in die Mikrowelle ballern. Das ist Reiners Vorstellung von Kochen. Er ist natürlich komplett geplättet, dass sie eine ganze Viertelstunde fürs Abendessen braucht. Ja, sorry. Alles gut, alles gut. Nee, mach du, dann spiele ich noch ein bisschen. An dir rum, Rainer. Dann spiele ich noch ein bisschen V-Rising so lange. Kann nur sein, dass mir dann wieder der Rechner braucht. Okay. Aber ich bin ja da. Ja. Soll ich mich. Ja, du bist da, du gehst auch nirgendwo mehr hin, Rainer. Es sei denn, Uwe reißt vor dir die Haxen hoch. Wenn sich Uwe totsäuft, bevor sich Rainer tot gefressen hat, hat Rainer ein Problem. Ansonsten bleibt er da, bis er kalt wird in der Bude. Muten oder soll ich das einfach laufen lassen? Mach wie du willst. Okay. Ja, wie will ich denn? Ja, mir egal. Das weiß ich auch nicht. Dafür kenne ich dich noch nicht gut genug, wie du es willst. Wir sind 1 Minute und 44 da drin und die erste unangemessene sexuelle Anspielung, Rainer. Für all die Leute, die jetzt ihre Bingo-Karten noch bereit haben. Haben wir noch gedacht, geredet und nachgedacht. Oh, jetzt fängt er wieder zu singen an. Der singende Rainer ist auch sehr schwer zu ertragen. Der singende Rainer ist, glaube ich, nach dem Borneo-Stories verzapfenden Rainer einer der am schwersten zu ertragen für mich. Weil das gegen alles, es tut mir in den Ohren weh. Also jeder Mensch mit einem Sinn für Ästhetik und Musik cringe zu Tode mit der Nummer. Immer wenn er meint, er muss jetzt hier groß einen vorsingen. Gedacht, wir haben nicht alles erlebt, wissen wir nie, wie die Zeit uns bleibt. Aber Leute, erinnert ihr euch noch an die Nummer, wo er gemeint hat, er kann, ich glaube, Eminem-Texte mitrappen? Oder ich weiß nicht mal, wo er dann im Tiki-Talkie-Stream saß und gesagt, ja, das und da kann er den Text auswendig, das kann er mitrappen und komplett versagt hat und sich dann wieder irgendeine Nummer aus dem Arsch gezogen hat. Warte, ich such's uns so schnell raus. Ich hoffe, dass uns da irgendwie nicht die Copyright reinmeddelt, aber... Ich kann den Song übrigens auswendig, weil du hier gerade schreibst, sing mal bzw. rap mal richtig. Nicht nur den Mund bewegen, ich singe die ganze Zeit den Text mit. Ich habe mich nur gestummt, weil so ein Lutscher wie du, das ist absolut völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Ne? Hatten wir jetzt mehrfach. Aber ich kann es dir auch gerne beweisen, wenn du unbedingt meinst. TJ on Ah, scheiße. Kann der bitte reinscheißen? Wunderbar, die Katze, die da eingeblendet wurde. Und man hat es auch so, dass es nicht Copyright fickt, ne? Aber man merkt schon trotzdem, was er jetzt hier gerade veranstaltet. Ja.
Happy Birthday kennt er. Das hat er mitgekriegt, das Wort. Und danach geschlossen hat er sich gedacht, ja, Digga, dann kann ich ja den ganzen Text. Ja, Happy Birthday, Digga. Weiß ich doch. Ach ja. So mögen wir ihn, unseren Reini. Das Mann ist für alle, die noch anlassen, immer noch der Wind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das Lied kenne, dass er da singt. Erstens ist er zu leise. Und zweitens, ich habe hier alles auf Maximum schon hochgedreht. Ne? Lautstärkemäßig. Ist Anschlag. Ich höre es trotzdem nicht gescheit. Gott sei Dank, ne? Aber er säuselt halt wieder irgendwas vor sich hin. Also entweder ist er zu leise, weil man dann den Text nicht erkennt, oder es ist dieselbe Nummer wie vorher, ne? Der hat das irgendwie auf dem Ohr, hat aber den Text gar nicht auf der Kette und nuschelt einfach irgendwelche Sachen und dann kommt irgendwann Happy Birthday. Großartig Störgeräusche, aber richtig Gaudi. Aber ich glaube, die kommen vom Bärchen, oder? So allein. Atmen so schwer ist für alle, die gegangen sind. Also Leute, wenn einer von euch checkt, was er hier für einen Song singt, in Anführungsstrichen, klärt mich auf. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar. Ja, und dann höre ich mir das Original mal an und vergleich's. Ja. Wird zu früh, man ist niemals bereit. Für alle, die gegangen sind, flüstert immer noch der Wind. Sie ist für alle, die noch lebend spüren. So. Meine Rahmen sind auf dem Ofen, die machen jetzt ihr Ding. Ich muss dann wahrscheinlich. Ja. Ey, die machen ihr Zeug. Ja? Die machen ihr Zeug. Ding. So ein Ding ist es nämlich. Aber aufpassen. Aufpassen, dass die nicht überkochen. Also, ne, respektive die jetzt halt Scheiße bauen. Mal aufspringen und schauen, dass mir nichts überkocht. Ich? Aber an sich ist das erstmal ganz gut alles. Ja, willst du dann ein bisschen zugucken oder? Ja. Weil ich will jetzt ja, dass du da irgendwie hinterher das Problem hast, dass dann irgendwas kaputt ist oder so, dass du es auch in Ruhe essen kannst dann. Ja, klar, gerne. Ich muss mir auch mal was zu trinken machen. Was zu trinken machen? Ja, ich habe so einen Soda-Stream. Da mache ich ein bisschen Sprudelwasser. Okay. Ich hoffe, man hat mich gerade nicht singen gehört. Ja, Rainer, wenn du hoffst, nicht gehört zu werden, wenn du singst, dann solltest du dich muten, wenn du das tust. Ne? Wenn du weißt, sie ist AFK, dann, das ist auch, es ist aber dieselbe Nummer wie mit seinen anzüglichen Andeutungen, die er da immer ballert. Er will ja, dass dann darauf eingegangen wird. Er will ja, dass sie kommt. Mensch, Rainer, hast du da gerade gesungen? Meint, das war aber schön. Boah, du kannst aber echt toll singen. Das will er. Wenn das nicht kommt, ist Error. Das ist schwerer Ausnahmefehler. Bluescreen im Hirn. Dann muss nachgeboren. Ich hoffe, du hast mich nicht gehört beim Singen. Digga, was war das? Ach, das war ja Soda-Stream. Ich halte Soda-Stream für vollkommen überbewertet. Ich trinke sowieso nicht so gern Wasser mit Sprüdel. Ich mag Wasser gerne so, ne? Easy peasy, einfach aus dem Hahn. Doch. Oh nein. Oh nein! Du bist der schlechteste Schauspieler auf diesem Planeten, Rainer. Ja, ich kann nicht singen. Tut mir leid. Das ist richtig, Rainer. Dann würde ich es an deiner Stelle auch bleiben lassen. Ja? Es gibt eine Situation, meiner Meinung nach, in der jemand, der nicht singen kann, im Gegenwart anderer Personen singen sollte. Und das ist Karaoke. Weil da ist vollkommen wurscht. Da geht es nicht darum, dass gut gesungen wird, sondern geht es darum, hier Gaudi zu haben und ein bisschen ne, die Sau rauszulassen auf der Bühne.
Das ist okay. Ansonsten, wenn du daheim bist und in der Dusche, sing so viele, wie du lustig bist. Aber andere Leute zu quälen mit irgendeinem Gesäusel, wenn man weiß, dass man klingt wie ein, keine Ahnung, so ein Bombenangriff auf einen Hühnerstall, dann, weiß ich nicht, Digga. Nein, finde ich nicht. Ich finde, du machst das gut. Lieb von dir, aber ich weiß, wie ich singe. Lügenlord, wo wir beim Singen sind. Ach, du singst bestimmt. Also, ich sing auch nicht gut, sag mal's mal so. Und ich wollte gerade sagen, du singst bestimmt besser als ich, aber dann wirst du mich am Ende noch fragen, ob ich mal was singen soll. Und dann, das mache ich nicht. Doch, Nee, will ich gerne hören. nee. Mhm. Nee. Doch. Ah. Irgendwann mal vielleicht. Kannst nicht lassen. Hast du einen Ohrwurm? Liebes Bärchen, sing ihm doch den Lügenlord-Song vor. Nee, ich höre Musik nebenbei. Egal welchen, den alten oder den neuen, ne? Ach so, Spotify läuft. alles klar. Ich habe eigentlich immer Musik irgendwie laufen. Oder fast immer. Ja, ich nicht. Aber Musik ist so wichtig für mich. Ja, wenn er jetzt anfängt, oh Gott, jetzt wird er schwadronieren. Oh, Leute, wollen wir drauf wetten, es kommt irgendwas, er erzählt dann auch von seinem Tattoo und, wie hieß diese Band, die ja angeblich sein Leben gerettet hat. Ach Gott, wie hieß denn das? Oh, ich bin schon wieder dumm. Ich häng schon wieder. Wie hießen denn die gleich nochmal? Ich google das jetzt. The Rasmus, richtig. Ich wusste, das hat sich angehört wie eine osteuropäische Nachspeise. Ne? Oh, willst du ein bisschen Rasmus essen? Gerne. Mit Zimt. Digga. Ja, er wird wahrscheinlich davon labern. The Rasmus und bla 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 bla. Let's go. Ja, Das gehört das. zu den wichtigsten Dingen in meinem Leben. Okay. Es ist halt, du hast mich vorhin gefragt, was ich für Tattoos habe. Ja. Ich hab's gesagt! Hab ich's gesagt! Leute! Da sind wir wieder! Sorry, ich freue mich gerade aber zu sehr über meine hellseherischen Fähigkeiten. Digga. Tattoo, das ich habe, ist Er ist saudumm im Übrigen. Ganz ehrlich, das Triforce-Tattoo, das würde ich sogar noch einsehen. Ne? Ich weiß, da haben viele Leute damals komplett übertrieben und gemeint hier, oh, schaut euch an, hier das Triforce-Tattoo ist der Beweis dafür, dass er PDF-File ist, weil das so ähnlich aussieht wie so ein, das ist vollkommener Horst-Shit, Digga. Das A in Sega sieht auch so aus, Digga. Der Beweis dafür, also ne, die Indizien dafür, dass er PDF-File ist, die liegen ganz woanders, ne, auf seiner Festplatte und in seinem Verhalten Minderjährigen gegenüber. Wie gesagt, das Triforce-Tattoo, das gebe ich ihm. Ne? Ist zwar nicht schlau, wenn man chronisch pleite ist und damals ja wirklich irgendwie von der Hand in den Mund gelebt hat. Ne? Literally, die Hand, die das Handy gehalten hat, über TikTok. Da ist die Kohle reingegangen und dann musste genug da sein, damit er am Abend wieder so ein scheiß Hotel hat. Und in der Situation Kohle rauszuhauen für Tattoos ist halt hageldumm. Ja? Ich wollte mir eigentlich auch inzwischen, ich habe letztes Jahr um die Zeit ungefähr, habe ich mir mein letztes Tattoo stechen lassen. Und ich hätte eigentlich vorgehabt, jetzt hier im Winter mir wieder ein stechen zu lassen. Fällt aus, weil ist nicht. Aufgrund dessen, dass wir unerwartete Ausgaben hatten. Ja? Unangenehme, unerwartete Ausgaben dieses Jahr. Und das Erste, was man dann wegschneidet aus dem Budget, sind so Dinge wie Tattoos. Die sind zwar schön, aber die sind der maximale unnütze Luxus. Ja? Wenn ich sie mir nicht leisten kann, dann kriege ich halt keine Tattoos. Bums aus Nikolaus. Ich brauche das nicht, um zu überleben. Dann fällt das weg.
Ne? Also abgesehen davon, dass es eine dumme Entscheidung war, gebe ich ihm das finanziell, gebe ich ihm das Triforce-Tattoo, wenn er so ein harter Selat-Fan ist, passt. Ne? Sich den Namen von einem Plattenlabel, nicht mal von der Band oder von dem Sänger von der Band, sondern von dem Plattenlabel auf den Unterarm tätowieren zu lassen, nur weil der Typ das auch hat, das ist die Krönung der Dämlichkeit. Das ist die Krönung der Dämlichkeit. Das ist einfach wild bescheuert. Das ist so ungefähr, keine Ahnung, wie wenn euer Vater ist euer größter Held. Ne? Und euer Vater hat eine Firma gegründet. Und ihr lasst euch nicht irgendwie das Porträt oder den Namen von eurem Vater tätowieren, sondern das Logo von seiner Firma. Das ist ungefähr dasselbe. Das ist halt dumm. Aber er wird es gleich erklären, warum das eine super tolle Aktion war. Das beste Tattoo überhaupt. Gestochen ist es im Übrigen wie von einem 10-Jährigen im Kunstunterricht. Aber hey! Ne? Das Tattoo von dem Sänger von The Rasmus am rechten Unterarm. Okay. Und zwar deswegen, weil diese Band für mich unglaublich viel bedeutet. Alter, er hat angefangen mit Musik ist das Wichtigste für mich, ich habe Pause gemacht und ich habe jetzt mehr oder weniger den ganzen Text 1:1 vorher gesehen. Diese Band hat mich durch eine Zeit begleitet, in der ich eigentlich von niemandem gewollt war oder zumindest das Gefühl hatte. Ja, Reinhard, die Zeit, die herrscht immer noch vor. Ne? Aus der Zeit bist du nicht rausgekommen. Das will dich auch keiner. Rainer, auch der Uwe will dich nicht haben. Der will die Barne, die er mit dir kriegt, weil wenn du deine Grundsicherung hast und vor allem wenn du ein P-Konto hast oder sowas, dann überweist das Amt bei Leuten, wo sie wissen, okay, die sind nicht sonderlich zahlungsfreudig und können mit Geld nicht umgehen, überweist das Amt die Miete direkt an den Vermieter. Deswegen hat er dich da. Er hat dich da auch nicht gern. Wenn er die Wahl hätte, dass du nicht da bist und er trotzdem die Kohle kriegen würde, würde er das tun. Das ist eine Punkband aus den 90ern und Nein, das ist keine Punkband. Und die sind nicht aus den 90ern, sondern aus den 2000ern, Diggi. Das ist seine Lieblingsband, die hat ihm das Leben gerettet. Er hat sich das Label von denen tätowieren lassen. Aber es ist keine Punkband, Rainer. Das ist halt so eine Pop-Rock-Band mit Gothic-Einflüssen ein bisschen. Keine Punkband, definitiv nicht. Die Riffs sind so generisch, wie sie nur sein können. Ist, da kannst du auch, wenn du die Gitarren gegen den Synthesizer eintauschst, ist das Aufzugmusik, Digga. Ja, nimm den Gesang raus und tausch Gitarren gegen Synthesizer aus, hast du Aufzugmusik. Und sie waren in den 2000ern unterwegs und nicht in den 90ern. weiß nicht, ob die Band Mag sein, dass die sich vielleicht in den 90ern gegründet hat, aber da kannte sie sicherlich noch kein Mensch. wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Nee. Aber ich habe die Band halt damals in den 90ern gehabt und das Nein, die hast du nicht weil ich schau jetzt nach. Du verlogener Hodenkobold. In the Shadows. Und das dazugehörige Album sind 2003 veröffentlicht worden. Die Band gibt es angeblich schon seit 1994. Ne? Aber wer mir erzählt, dass er diese Band, bevor In the Shadows rausgekommen ist, bereits gekannt hat, der kriegt direkt eins in die Fresse von mir. Weil das einfach nur noch dumm wäre. Der hat dieses Kacklied gehört. Ich weiß nicht, warum er da so steil drauf geht. Das ist finnisches Tokyo Hotel, Digga. Es ist finnisches Tokyo Hotel. Für kleine Emo-Mädchen war diese Band. Er hier, ne? Ich glaube, Rainer ist innen drin auch ein kleines Emo-Mädchen. Und wenn der mir jetzt erzählt, er ist Fan der ersten Stunde, dann habt ihr mich hier liegen. ist einfach eine unglaublich geile Band immer gewesen. Genau. Okay. Genau. Und die Band hat mich halt echt durch eine schwere Zeit begleitet und ich habe mir immer Helsinki Hotel. gesagt, ich will
Ich will dieses Tattoo. Obwohl, wenn man es nach dem Land benennen würde, oder nach der Stadt, wo die Leute herkommen, dann wäre es ja bei Tokyo Hotel, glaube ich, Leipzig Hotel. Die kommen aus Leipzig, glaube ich, oder? Hier die Lustknaben von Heidi Klum. Von The Rasmus, von dem Sänger am Unterarm haben, was er hat an der gleichen Stelle. Ja. Ja, und das habe ich. Ja, nur in Scheiße gestochen, Digga. Und der hat dieses Label gegründet, deswegen macht es für ihn, das halte ich auch für dumm, wenn ich ein Label gründe, aber für ihn halbwegs Sinn, sich das tätowiert zu haben. Ne? Aber für dich halt überhaupt nicht. Keiner, lass dir halt dann, wenn die Band so wichtig für dich ist, dann lass dir halt das Band-Logo stechen, Himmelarsch. Schön, das ist eine schöne Bedeutung. Definitiv, ja. Wobei mich auch viele dafür ausgelacht haben. Es haben dich nicht viele dafür ausgelacht, Rainer. Es haben dich alle dafür ausgelacht. Rainer, ich glaube, der Typ, der dir das tätowiert hat, hat währenddessen hart den Lachkrampf unterdrücken müssen, weil er sich gedacht hat, ich hasse es nicht, dass ich hier Geld damit verdiene, so einem fetten Vollidioten das Logo von einem Musiklabel auf den Unterarm zu tätowieren, nur weil der finnische Bill Kaulitz das auch an der Stelle tätowiert hat. Aber er ist ja auch, Reini ist ja auch Tokyo Hotel Fan, glaube ich. Aber kennt ihr noch die Alte, die dieses Video ins Internet geballert hat, dass sie stolzer Tokyo Hotel Fan ist? Oh, vielleicht finde ich das nochmal. Das ist ein Klassiker, Leute, das ist ein Klassiker. Ja, kennt ihr die noch? Kennt ihr die noch? Hier, Angie? Lass Tokyo Hotel Fans in Ruhe. Die Scheiße hat die vor 17 Jahren hochgeladen, Digga. Da war YouTube relativ fresh, glaube ich. Lass mal reingucken. Ihr könnt das Ganze hier Reini im selben Alter mit The Rasmus machen, ne? Hey Leute, ich bin's wieder, die Angie. Also ich wollte nur sagen, dass es demnächst mehr Videos gibt von mir, von meinen Freunden, von meinem Schatzi. Spoiler-Alarm, es gab nicht mehr Videos von ihr oder ihren Freunden oder ihrem Schatzi. Es gab dann noch ein Video, wo sie dann gesagt hat, oh scheiße, aber ich mag Tokyo Hotel jetzt doch nicht mehr so. Und das Video war, glaube ich, im selben Pullover, nur dass sie die Haare zusammengebunden hat. Das war vielleicht 2 Monate später oder so. Weil ich seit kurzem vergeben bin. Und ich wollte noch was sagen. Ich bin stolzer Tokyo Hotel Fan. Und nur wenn... Und ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, das hier ist zwar todescringe, aber es ist auf jeden Fall nicht hatenswert. Ich finde es lustig. Es ist ein bisschen lol-kauig, die hat sich ein bisschen zum Obst gemacht damals, aber es ist nicht hateable irgendwie, weil in dem Alter ist man halt irgendwie ein bisschen dumm. Ne? Da hat man irgendwie seinen ersten Crush, seine erste Beziehung, seine erste Lieblingsband und denkt so, das ist jetzt meine Identität. Das soll immer so sein. Ich bin jetzt Angie, der Tokyo Hotel Fan mit meinem Schatzi und meinen Freunden. Der Schatzi wird nicht mehr aktuell sein, die Freunde wahrscheinlich zum größten Teil auch nicht mehr und Tokyo Hotel hört die Quiz auch nicht mehr. ihr meint, also die Tokyo Hotel Hasse, ihr müsst uns Tokyo Hotel Fans fertig machen, das packt ihr eh nicht. Also hört doch einfach auf, ihr seid eh nur neidisch auf Tokyo Hotel. Ja, super neidisch auf Tokyo Hotel. Ganz ehrlich, ich muss auch Tokyo Hotel nicht fertig machen, weil als die rausgefunden haben, dass ein Bill Kaulitz doch nicht auf Mischis steht, da haben sie eh alle zu heulen angefangen. Und wenn ihr meint, ihr müsstet uns fertig machen, machen wir mal euch richtig fertig. Ich habe vergessen, dass die tatsächlich angefangen hat, den Leuten zu drohen. Alter, wir haben uns damals bepisst vor Lachen über Tokyo Hotel. Ja, also haltet lieber euren Maul. Haltet euren Maul! Oh Gott, scheiße, ich hab den Dreck seit 17 Jahren nicht mehr gesehen, aber es hittet gerade so hart. Au, meine Fresse! Das war eine schöne Zeit damals. Das ist eine richtig schöne Zeit. Und macht nicht immer so, ja, guck mal, wie doof die sind und die sind ja auch schwul und so. Die sind Jetzt kommt diese gar nicht Schwule. echt schwul, ja. Nee, der eine ist, also der Bill auf jeden Fall, Digga. Und ich weiß nicht, hey, der andere hat Heidi Klum geheiratet, also der kann schon per se keine Eier haben, Digga.
Wenn ihr meint, die werden schwul, dann seid ihr selber schwul. Oh Mann. Ey, ganz ehrlich. Was wurde eigentlich aus? Ich würde feiern, wenn irgendjemand ein Video auf YouTube rausballert. Was wurde eigentlich aus Tokyo Hotel Angie? Da hätte ich richtig Bock drauf. Oder was auch immer. Mir ist das scheißegal, aber lasst einfach Tokyo Hotel in Ruhe und lasst die Tokyo Hotel Fans vor allem in Ruhe. Weil es reicht langsam, dass ihr jedes Mal meint, ihr müsst Tokyo Hotel fertig machen und vor allem die Tokyo Hotel Fans. Ihr wisst genau, von wem ihr auch Fans seid oder welche Musik oder wen ihr auch mögt, wen auch immer, ja. Aber lasst doch einfach uns Tokyo Hotel Fans in Ruhe, ja. Wir sind stolze Tokyo Hotel Fans, stehen auch dazu. Manche vielleicht nicht, weil sie Angst haben, dass sie in der Schule geschlagen werden oder so. Keine Ahnung. Na, was habe ich zu dem Zeitpunkt damals? Boah, Mudvayne. Ich glaube, ich war Mudvayne. Mudvayne und Falconer waren meine Lieblingsbands. Mudvayne, Falconer, Slipknot, sowas. Cannibal Corpse, 6 Feet Under und so ein Scheiß habe ich damals gehört. Wir haben uns köstlich amüsiert über die Alte. Aber Leute, schaut doch mal. Ihr seid doch alle nur neidisch, wenn ihr uns fertig macht. Und vor allem, wenn ihr Tokyo Hotel beleidigt, ja? Bei uns auf der Schule werden wir manchmal auch dumm angemacht, weil wir Tokyo Hotel Fans sind. Und, was mache ich? Ist scheiß drauf, das ist mir scheißegal. Ja, ich mache auch immer Rant-Videos im Internet über Dinge, die mir scheißegal sind. Weil außerdem, ey, ich bin Tokyo Hotel Fan, ja? Und ich stehe dazu. Und wenn ihr meint, ihr müsst uns dumm anmachen, machen wir euch auch dumm an. Also Oh ja, ich merk's, wie krass du Leute dumm anmachen kannst. Ich zittere vor Angst. lasst es und wir lassen euch. Habt ihr es verstanden? Okay. Fertig. Fertig! Ein kurzer Abschweifer, ne? Zu Tokyo Hotel, Angie. Und wieder zurück zu Reini. So, die musste jetzt einfach sein. Warum? Keine Ahnung. Manche fanden es wohl witzig Okay. oder lächerlich. Ich schau mal, was meine Raben machen. Ja, die machen ihr Ding. Ja, das ist Ja, die machen ja Zeug, machen die. Aber aufpassen, dass sie nicht Scheiße bauen. gut an. Ja. Ach Mann, so viele Leute haben mir geschrieben. Ich muss erstmal ein bisschen was beantworten. Ja, du verbringst viel Zeit mit mir zurzeit. Wahrscheinlich wollen deine Freunde am Wochenende mal mit dir Zeit verbringen, ne? Naja, am Wochenende wissen die ja eigentlich, dass ich bei meinen Eltern bin, aber nächste Woche, wenn Pfingstferien sind quasi, dann ja, natürlich. Also ja, ich verbringe gerade viel Zeit mit dir. Ja, wenn ich dich irgendwie von was abhalte, sagst du es halt, ne? Mach. Nee, die ist schon alles gut. Die ist fleißiger. Matt Farmen läuft, Reini. Alles gut. Ist ja eine freiwillige Entscheidung. Haha. Ja, schon. Aber ich war auch schon oft genug verliebt und ich weiß, ich weiß, wie es ist, wenn man halt mit jemandem viel Zeit verbringt und wie das ist, weil man dann ja hinterher auch andere Sachen vernachlässigt. Ja. Ich bin froh, dass ich mein Uni-Zeug noch so hinkriege, alles. Ja, um Gottes Willen, wenn ich dich irgendwann mal davon abhalte, irgendwie in welcher Form auch immer, dann muss ich schauen, dass ich mich ein bisschen distanziere, damit du deinen Scheiß nicht vernachlässigst. Das ist, Ja, das ist wichtig, ne? Dass das Bärchen ihr Zeug da nicht vernachlässigt mit der Uni, weil irgendjemand muss ja später die Barren verdienen, ne? Rainer denkt sich wunderbar, ne? Die macht einen Uni-Abschluss, die verdient irgendwann mal richtig gutes Geld, so dann kann sie sich's leisten, mich auszuhalten. das wäre ganz schrecklich. Du musst dein Zeug auf jeden Fall zu Ende machen oder fertig machen. Ja, liegt ja an meiner Verantwortung, alles gut. Ich mach das schon. Naja, nee, das sehe ich anders. Ich habe da auch eine gewisse Verantwortung für. Ja, wenn du mit deinem Charisma und deiner überkrassen Präsenz und Anziehungskraft sie wieder vom Wesentlichen ablenkst. Die Frau kann sich überhaupt nicht mehr auf irgendwas konzentrieren, weil sie den ganzen Tag nur an Reini denkt. Wenn ich dir da die Zeit nehme oder wenn du da Zeit mit mir verbringst. Okay, wenn du das meinst. Ja klar, ich will ja nicht, dass du wegen mir irgendwas verpasst oder dein Zeug vernachlässigst. Oder deine Freunde oder so, um Gottes Willen. Das ist lieb von dir, dass du darüber nachdenkst. So. Es sei denn, die Freunde sind männlich, ne? Dann ist hier Turn-Up und Polen offen. Ja, die geile Truhe. Ah, jetzt habe ich den ganzen Scheiß eingesteckt. Ah.
Aber wie sieht's mit deinem Essen aus? Wenn du soweit bist, sagst du Bescheid, na dann können wir loslegen. Ja, mache ich. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. So, warte, ich muss mal kurz gucken, dass es mir nicht überkocht oder so. Ja, braucht nicht mehr ewig. Dürfte bald fertig sein. Sieht ja gut an. Ja. So, warte mal, was brauche ich hier? Ach, Glas. Wie stelle ich ein Glas nochmal her? Ach, ich habe doch keine Kristalle, okay. Ach so, man muss ja die Ecken auch machen. Wie bei mir halt echt geil Doro läuft. Auch geil. Das ist doch Doro, oder? Ja. Hab ich schon was einen Scheck gekriegt. Wenn ich Doro nicht mehr erkenne, dann habe ich echt verkackt. Meint er jetzt hier die Metal Doro, die früher bei Warlock gesungen hat, Doro Pesch? Die habe ich richtig gefressen, die alle. Ich finde die fürchterlich. Die hat Legendenstatus, schön gut, aber die Frau hätte vor über 10 Jahren in Rente gehen sollen. Ich halte die nicht aus live. So, warte. Jetzt ist das Essen fertig. Das hört sich doch gut an. Jo. Also soll ich alles vorbereiten, dass wir loslegen können? Ja. Gut. Hoffentlich schmiert mir der Rechner nicht ab. Das wäre nicht so gut. Naja, es dauert dann halt ein paar Minuten, bis ich wieder on bin. Ja. Aber cool wäre das nicht, nein. Wenn es wieder Geld gibt, kannst du ja auf einen neuen sparen. So einfach ist das leider nicht. Ja, das ist wirklich nicht so einfach, Reini. Weil die Grundsicherungsbarren, die du kriegst, die sind relativ knapp bemessen. Ja? Okay. Ja, ist ja teuer, wie Sau. Ein Laptop kostet ja Geld am Ende. Ja. Für einen Laptop zahle ich mal locker 3.000 Euro oder so. Ja, Reini, ich weiß nicht, ob du einen High-End-Gaming-Laptop brauchst, unbedingt, in deinen bescheidenen Umständen, in denen du aktuell haust. Da du ja hier Videobearbeitung oder sowas ja nicht mehr machst, Reini, weil du findest ja im Internet nicht mehr statt. Du hast ja immer behauptet, du hast dich jetzt aus dem Internet zurückgezogen. Also muss auch keine Videobearbeitung mehr sein, du musst auch keine Let's Plays mehr streamen und dergleichen. Rainer, da wird's, sagen wir mal, wenn du noch dazu bist du relativ stationär doch da. Du hast doch jetzt eine Wohnung. Egal, ob es jetzt in Berlin ist oder in Zobes, ne? Aber du hast ja einen festen Wohnsitz. Dementsprechend wäre doch ein Tower-PC dann auch noch besser, weil da kriegst du mehr für weniger Geld. Ne? Und dann, keine Ahnung, um hier Medieval Dynasty auf Discord für irgendwelche Bärchen zu streamen, die du nebenher noch sexuell belästigen willst, da reicht dann vielleicht auch, keine Ahnung, 800 Euro für so ein Tower. Du hast ja noch einen tollen Bildschirm, wo du deinen bärtigen Zuhälter zum Frankengamer geschickt hast, damit er dir den holt. Dann ist auch alles Gucci. Und dann klar, 800 Euro sind immer noch utopisch. Ja? Ist immer noch utopisch. Da müsste er sich wieder irgendwas dazu verdienen, bei Uwe oder so. Aber immerhin 3.000 Euro will er als Bürgi-Geldempfänger meinen, er braucht jetzt einen Laptop für 3.000 Euro. Aber das ist reines Anspruchsdenken. So. Okay. Ja, wenn, dann kaufe ich mir einen vernünftigen Rechner. Dann kaufe ich mir einen Tower, dann kaufe ich mir Stück für Stück die Einzelteile. Und Du hast ja gerade von einem 3.000 Euro Laptop geredet. Und Reini, du kaufst dir nicht Stück für Stück die Einzelteile. Ich kaufe mir nicht Stück für Stück die Einzelteile. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe auf sowas Rechner selber zusammenbauen überhaupt keinen Bock. Überhaupt keinen Bock. Weil ich das auch nicht kann. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nicht, welche Teile passen, welche gut sind, welche nicht. Ich weiß nicht, wo es alles hingehört. Ich lasse zusammenstellen. Ich gehe auf so Homepages, wo man sagen kann, hier, ne? Ich brauche den Rechner für dies und das und dann schlagen die mir was vor. Oder ich rufe da an oder suche mir irgendjemanden, der sich auskennt, der sagt, hier, der und der RAM passt am besten mit dem Motherboard und so und das stellen wir dir dann da zusammen und die bauen das Ding zusammen und schicken es zu mir. Ne? Weil ich das nicht kann. Aber auch da bist du mit 800 Euro easy bedient mit einem echt stabilen Rechner, der für die Dinge, für die du ihn brauchst, dicke reicht. Ganz dicke reicht. 3.000 Euro Laptop, du Dulli. Grafikkarte ist ja die Grafikkarte ist das teuerste am Rechner, ist das teuerste die Grafikkarte? Ja, Rainer, das Ding mit der Grafikkarte ist halt einfach,
wenn du die High-End neueste Grafikkarte kaufst, für 1500, 1800 Euro, so wie du es getan hast, 2022, ne? Dann da bist du halt auch selber schuld. Denn diese Grafikkarte kostet ein Jahr später nur noch die Hälfte. Und das, wie gesagt, für das, wofür du sie brauchst, noch dicke genug. Ja, ich habe in meinem Rechner eine Grafikkarte, die deutlich unter dem Niveau von der Grafikkarte, die du dir 2022 im Januar bestellt hast. Ne? Ich habe hier eine 3070 RTX drin und ich glaube, der hat sich die 3090 oder sowas hat er sich damals geholt, die damals noch 1500 Euro gekostet hat. Ne, schauen wir mal, was kostet so eine 3090, 3080? Ich schau mal schnell. Republic of Germans, das war das Ding, ja. Ja, ich habe nachgeschaut, Republic of Germans, RTX 3080, die er sich damals für 1500 Euro gekauft hat, die würde heute noch 400 Euro kosten. Die ist besser als die ich hier in meinem Rechner drin habe. Ne? Also. Die Grafikkarte und der Prozessor sind die teuersten Sachen am Laptop. Am PC allgemein. Und die Grafikkarte kann nicht mal 2000 Euro kosten, lässig. Ja, Rainer, wie gesagt, für die Dinge, die du damit machst, reicht dir eine Grafikkarte neu für 400 Euro. Ja. Lass das Ganze dann insgesamt für den ganzen Tower einen Taui kosten. Dann stehst du wirklich gut da. Während der Prozessor mal. Wie gesagt, aber der einzige Grund, wo das Sinn machen würde, dass er sich jetzt wieder einen High-End-PC zusammenbauen will, ist ja, wenn er plant, wieder Content im Internet zu machen. Die meisten Spiele, die rauskommen, kannst du zwar nicht auf High-End-Grafik oder relativ stabil spielen, wenn du jetzt einen Taui in den neuen Tower steckst. Und das Einzige, wo es Sinn machen würde, wäre dann wirklich, wenn er wieder Streamende will. Der Meddler unter den Let's Playern will er dann wieder sein. So, sagen wir, was so 800, zwischen 500 und 800 Euro kosten kann. Kommt immer auf den Prozessor an, kommt auch auf die Grafikkarte an natürlich, aber ergibt ja keinen Sinn, wenn ich mir einen vernünftigen Gaming-Rechner zusammenstellen will, dass ich dann so einen Quatsch habe, wo schon gleich von vornherein nichts rauskommt. So, warte mal kurz. Ja, und das ist auch Reiners Grundproblem. Ja, es muss immer High-End sein. Das Beste ist für Rainer gerade gut genug. Ne? High-End Bullshit muss es immer sein. Koste es, was es wolle. Und was ich es leisten kann oder nicht. Kurz die Kommentare beantworten. Hier, was haben wir hier? Hallo Rainer, wieder ein sehr cooler neuer Blogbeitrag. Vielen Dank für den fleißigen Schreiben. Ich freue mich, dass die Schleime stetig erweitert werden. Sie sind so eine interessante Spezies und es freut mich jedes Mal aufs Neue, wenn ein neuer Schleim veröffentlicht wird. Boah, Leute, schleimt euch doch nicht so ein bei ihm. Ich weiß, das hat wieder irgendeiner da drunter geschrieben, um ihn zu trollen oder um vielleicht sich ebenfalls Zugang zu diesem Discord zu erschleichen. Aber schreibt ihm doch sowas nicht drunter. Der glaubt den Shit. Der glaubt dass da irgendjemand das drunter geschrieben hat, der das ganz toll und interessant findet. Und das wiegt dann wieder 10.000 Leute auf, die ihm sagen, dass er ein talentloser Vollidiot ist. Ne? Das glaubt er dann. Wenn 10.000 Leute das sagen, glaubt er nicht. Weil der eine hat ja damals was drunter geschrieben, dass das ganz super ist mit die Schleime. Schon krass, die Vorstellung, dass so ein Schleim 4 Meter oder vielleicht auch größer werden kann. Das ist ja größer als manches Auto. 4 Meter ist deutlich größer als manches Auto. Das ist ja der Durchmesser. Ja, das hat er gesagt, Reini. Also die 4 Meter. Liebe Grüße. Okay. Okay. Also, kommentiert nicht irgendwelche Arschkriecherei bei Reini. Okay. Das hätte ich jetzt natürlich alles machen können, ich Idiot, ne? Ich mach das später. So. Gibt wohl wieder viele Kommentare. Ein paar sind's.
Ja. Stücke öffnen, schließen, das brauche ich nicht. So, Darkroom, Empfehlung, Plätze. Welchen Raum habe ich dir geschickt gehabt? Warte, muss ich noch mal im Chat schauen. Heißt der dann irgendwie? Warte mal. Darkroom. Den Date-Raum habe ich dir geschickt. Ich habe Darkroom gelesen. Das ist wieder typisch deiner. Okay. Genau, musste ich noch annehmen. Ich muss jetzt sowieso erst die Dinge raussuchen, die Aufnahme. Also wollten wir jetzt Gargoyles weiter gucken oder wollten wir Slime weiter gucken? Ich will Gargoyles sagen. Ich kenne Slime nicht, aber ey, Gargoyles ist eine stabile Serie. Ich liebe die. Weiß nicht, ich dachte Gargoyles. So, also, Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. weil das andere, das Ja, haben wir. wir- Ja? Ja, das haben andere haben mit der Ding angefangen, Ja. aber ob wir da irgendwann jemals weiterschauen, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was dich mehr interessiert, darum habe ich gefragt. Beides. Also, da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, was mich mehr interessiert. Okay. Was würdest du mir denn lieber zeigen wollen? Ich würde beides gerne gucken. Gargoyles würde ich gerne weiter gucken, habe ich lange nicht mehr gesehen. Okay. Aber ich würde auch das andere schauen, mir ist es egal. Was ist denn das hier? Ich habe einen Discord. Energiekreis gibt. Was? Energiekreis? Wie ist aus so ein Energiekreis? Weg damit. Und immer wieder habe ich die Pornos offen. So, dann müsste es offen sein. Ja, so, dann muss ich das jetzt wieder mit meinen Kopfhörern machen, ja. Da kümmere ich mich mal schnell drum. Wie du willst. Du kannst theoretisch gesehen natürlich auch einfach dein Mikro stummen. Du hast jetzt die Taste dafür, wie du willst. Was dir lieber Okay. ist, was bequemer ist. Eigentlich macht es keinen Unterschied so wirklich. Aber na Wie gut. du möchtest. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, wenn ich mich stumme jetzt, gerade wenn ich noch nebenbei esse. Kannst du machen. Ich werde jetzt sowieso schnell meine Dinge holen. Mein Essen auch, weil ich habe mein Essen jetzt extra auf dich warten lassen. So, dann, ja, kannst du dich ja stummen, dann legen wir los, würde ich sagen. Alles klar. Ich überspringe das Intro wieder, ne? Ja. Ich habe Spannend, aber mich gemutet und dann einfach Ja gesagt. Das ist echt dumm. man gewöhnt sich dran. Was? Woran gewöhnt man sich, Rainer? Ans Dummsein? Der alte Malzer. Ein höchst bedauerlicher Unfall. In der Burg ist ein Generator explodiert. Er war gerade neu installiert. Mr. Xanatos ist natürlich bereit, für alle entstandenen Schäden aufzukommen. Mr. Burnett, dort oben ist mit Maschinenpistolen geschossen worden. Also entweder Ja, Digga, die unterhalten sich jetzt aber schon noch, oder? Sie lassen mich jetzt dort oder ich hole mir Verstärkung und einen Durchsuchungsbefehl. Sie haben die Wahl. Ja, die hat's richtig drauf. Die Heizungsrechnung will ich nicht bezahlen müssen. Detective Barza. Ich habe eben mit dem Bürgermeister gesprochen und mich für den unangenehmen Zwischenfall entschuldigt. Was genau ist dir vorgefallen, Mr. Okay, aber ich spule das jetzt mal vor, weil, keine Ahnung, ne, wer von euch Gargoyles sehen will, kann sich ein Disney Plus Abo holen und sich da angucken, ne? Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das restliche Video war, die haben sich tatsächlich einfach nur Gargoyles zusammen angeschaut. Kann sein, dass ich da was verpasst habe. Ich bin irgendwie durchgeskippt. Immer so 2 Minuten voraus, 2 Minuten voraus. Wenn er da zwischendurch irgendwas Dummes geschwallt hat, dann tut's mir leid, dann habe ich es verpasst. Aber das wäre mir jetzt zu dumm gewesen, mir das komplett anzutun. Wir sind jetzt hier im nächsten Ding, Video. Und hier unten steht Politikkram, Ukraine, Philosophie-Lord. Das ist ein kürzeres Video, dauert 42 Minuten und das hier geht, bis dahin sind wir knapp bei 7 Minuten. Schauen wir mal, ob wir es bis dahin noch schaffen. Und dann lassen wir es gut sein danach. Ne? Losgeht und das ist so richtig laut. Denke ich immer so, keine Ahnung, jetzt wirft jemand Bomben ab oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Na, so weitergeht ist es ja auch gar nicht, wenn es da in der Ukraine und in Russland weiter so geht. Ja, das stimmt. Das macht einem schon so Sorgen. Sorgen mache ich mir darüber nicht. Kannst du eh nicht aufhalten. Das Wenn es soweit stimmt. ist, ist es soweit. Ja. Man kann halt nur versuchen zu überleben. Ja. Mehr geht nicht. Ja, es ist irgendwie so komisch, weil man als Menschen, also man hat ja so einen Instinkt, dass man an seinem Leben hängt, so, auf jeden Fall. Das sollte Aber, man meinen, ja. ja, eigentlich schon. Aber auf der anderen Seite ist so sein Leben auch total anstrengend. Also, Mm, Leben, ne? Jetzt kommt im Übrigen der obligatorische Widerspruch. Ne? Das kann er nicht so stehen lassen, weil die hat was gesagt. Er muss sie jetzt korrigieren. Das ist irgendein Zwang wahrscheinlich bei ihm und irgendwas Dummes sagen.
Nee. Tada! Das Nee? Leben ist nicht anstrengend. Überleben ist anstrengend. Aber das Problem ist, dass die meisten Menschen Leben und Überleben verwechseln. Okay. Ja, zum Beispiel, was musst du machen, um zu leben? Also ganz allgemein, was ist wirklich nötig, dass du lebst? Ja, ich lebe halt. Keine Ahnung. Nee, pass auf. Ja. Zum Leben gehört Positives und Negatives. Ja. Außerdem gehört zum Leben, dass du Freude und Spaß im Leben hast. Rainer, wie viel Freude und Spaß hast du am Leben, Reini? Jetzt mal ganz hier ehrlich Butter bei die Fische. Seitdem du beschlossen hast, Internet-Kasper zu werden, hast du da mehr oder weniger Spaß und Freude am Leben seitdem, als du vorher hattest? Ne? Überleg dir das doch mal. Das Leben. Überleben ist Essen, Trinken, Schlafen. Dinge, die einfach notwendig sind, um zu leben. Und wenn du Dinge machst, die du machen musst, um zu leben, dann ist es anstrengend. Arbeiten zum Beispiel, Rainer. Arbeiten. Aber zum Beispiel jetzt Dinge, die du nicht machen musst zum Leben, wären beispielsweise arbeiten gehen. Musst du normalerweise nicht machen. Ja, doch. Also, da haben wir wieder Reinis Mindset. Er muss ja nicht arbeiten gehen, um zu überleben. Irgendein Depp zahlt halt schon, ne? Und wenn es 83 Millionen Deppen sind, die sein Auskommen zahlen, dann. Zum Überleben. Aber du musst es in unserer Gesellschaft tun, um Essen zu haben, um Trinken zu haben, um Spaß zu haben, um wegzugehen, um viele verschiedene Dinge zu tun, die du machen möchtest. So, und das ist anstrengend. Das sind teilweise Sachen, die unnötig sind. Und in unserer Gesellschaft bist du dazu gezwungen, Dinge zu tun, die du zum Überleben brauchst, ohne aber das Leben zu leben. Ja. Anders Ja, Reini, es gibt ganz andere Gesellschaften und es gab ganz andere Gesellschaften in der Menschheitsgeschichte. Und ne, da kannst du auch froh sein, dass man als Alternative irgendwie einen 9-to-5 0815-Job hat, mit dem man sich seinen Lebensunterhalt erwirtschaften kann. Oder dass man wie du halt dann noch vollkommen ungerechtfertigt in ein relativ gutes Sozialnetz fällt. Ne? Weil jemand, der früher aufs Jagen angewiesen war, der konnte nicht so leben wie du. Da ging's wirklich ums nackte Überleben. Wenn der ein paar Tage lang kein Viech gefangen hat, dann war Exitus angesagt. gesagt, in einer normalen Gesellschaft wäre es ja so, dass du bestimmte Dinge nicht zwingend tun musst oder auf lange Sicht nicht tun musst, um zu überleben. Weil zum Überleben müsstest du eigentlich jagen, müsstest fressen, müsstest trinken, du müsstest dich fortpflanzen, das gehört auch zum Leben. Aber du hättest trotzdem eigentlich auch Zeit, um dich auszuruhen. Du hättest Zeit zu entspannen, du hättest Zeit, um irgendwas zu tun. Du hättest Zeit, irgendwas zu tun, was du normalerweise, ja, eben grundsätzlich nur deswegen tust, weil du das überleben musst. In unserer Gesellschaft bist du aber dazu gezwungen, Sachen zu tun, die zum Überleben notwendig sind. Ja, Rainer, ich verrate jetzt mal was, du bist, sobald du lebst, dazu gezwungen, Dinge zu tun, die zum Überleben notwendig sind. Ne? Sobald du lebst, fängt es an mit, dass du darum kämpfen musst, dass der Zustand so lange wie möglich so bleibt. Und wenn das bedeutet, arbeiten zu gehen, dann bedeutet es, arbeiten zu gehen, Rainer. Aber man merkt wieder, der Hedonismus-Lord, ich habe eigentlich keinen Bock auf gar nichts. Ich will hier entspannen und fressen und ficken und ansonsten die Gesellschaft zwingt mich dazu. Es zwingt ihn immer wieder irgendwas dazu. Rainer, natürlich zwingt die Gesellschaft dazu. Wenn wir alle so leben würden wie du, hätten wir keine Gesellschaft. Und dadurch kannst du Leben vergessen. Ja. Weil, schau mal, um das ein bisschen einfacher zu sagen, musst du in die Schule gehen zum Überleben? Nee. Richtig. Aber warum musst du in die Schule gehen? Na, um später einen ordentlichen Beruf lernen zu können und dann Geld zu verdienen, um zu überleben. Richtig. Und das ist aber letzten Endes wieder die Sache, wo ich mir halt Letzten Endes. denke, so eigentlich wäre das trotzdem unnötig. Weil du machst das alles nur aus dem einfachen Grund, um zu überleben. In Wirklichkeit wäre das aber gar nicht nötig, wenn unsere Gesellschaft sich mal ein bisschen anders verhalten würde. Ja, wenn die Gesellschaft einfach merken würde, was für ein großartiger Mensch doch der Reini ist und ihm vollkommen
unentgeltlich und ohne Aufwand seinerseits einfach das Luxusleben finanziert, das er sich doch so sehr wünscht. Weil er was ganz Besonderes ist. Dann wäre das überhaupt nicht notwendig, Rainer. Ne? Das ist Ding. Dadurch, dass aber dass die Gesellschaft sich so verhält, wie sie sich verhält, kannst du gar nicht anders, als zu schauen, dass du überlebst. Und deswegen bist du erschöpft. Ja, die Frage ist halt, wie könnte man das ändern? So, selbst wenn man irgendwie die Gesellschaft ändern könnte, wie wäre denn eine Option, so dass wir alle leben können und nicht irgendwie uns darauf konzentrieren müssen, zu überleben? Das hatte man schon mal in Europa auch. Wir haben das ein bisschen früher abgeschafft. In Amerika gab es das noch ein bisschen länger. In Dubai gibt es das heute noch. Es nennt sich Sklavenarbeit. Ne? Es nennt sich Sklavenarbeit. Ich glaube 80 oder 90% der in Dubai lebenden Menschen sind ausländische Sklaven. Ist so, ne? Und wenn du einen großen Prozentsatz der Bevölkerung hast, die praktisch keine Rechte haben und nur für dich buckeln und schauen, dass du ein schönes Auskommen hast, dann hast du das süße Leben. Problem, du musst halt Dusel haben und in eine dieser Familien reingeboren werden, die zu diesen 10% gehören. Weil ansonsten bist du nämlich angeschmiert, Rainer. Das geht nicht. Jedenfalls nicht in unserer Gesellschaft. Du müsstest die komplette Gesellschaft vollkommen verändern, damit es funktioniert. Aber das wird nicht passieren, weil die Leute, die leben, aber nicht überleben müssen, beziehungsweise nichts tun. Rainer, es muss immer irgendeine Arbeit passieren. Ne? Für das Überleben muss immer irgendeine Arbeit passieren. Ob das jetzt wie damals Jagen ist oder ein bisschen später Ackerbau oder ob es heute auch, keine Ahnung, was auch immer ist. Später ein Handwerk, Schuster, Schreiner, was weiß ich was. Oder ob du heute irgendwie bei Aldi an der Kasse sitzt. Scheißegal. Aber es muss eine Arbeit verrichtet werden, um das Überleben zu sichern. Irgendjemand muss die machen. Die fertigen Brathähnchen werden dir nicht den ganzen Tag ins offene, schiefe Ogermaul fliegen, nur weil du die Gesellschaft umstrukturiert hast. Tun müssen zum Überleben oder weniger tun müssen zum Überleben, wollen möglichst wenig tun zum Überleben. Anders gesagt, du kannst nichts tun, um das zu verändern, solange du nicht entsprechend in einer bestimmten Position bist. Ja. Du musst erst die Macht besitzen, aber die Machthaber wollen dir diese Macht nicht geben, weil sie sie ja für sich selbst wollen, ne? Weil die müssen dadurch ja quasi selbst ihre Macht aufgeben oder zumindest einen Teil ihrer Macht. Und dazu sind halt die meisten von denen nicht bereit, was wiederum dafür sorgt, dass sie halt eben letzten Endes in unserer Gesellschaft eben den Vorteil haben, den sie haben, aber eben diesen aber auch nicht aufgeben oder teilen wollen. Aber selbst wenn ich so die Macht hätte, das alles zu verändern, dann wüsste ich auch nicht, wie ich das verändern soll, so dass das dann funktioniert, weißt du? Ja, weil die, wie gesagt, die das eben haben, nicht wollen, dass klar ist, wie man das machen kann. Und das Problem ist, du kannst... Ja, genau. Das scheitert nicht einfach an der Realität, ne? Dass auch wenn du die Macht abgibst, davon sich der Weizen nicht von alleine erntet. Ne? Das scheitert halt nicht an der Realität, sondern nur daran, die da oben wollen nur nicht, dass wir das wissen. Weil jetzt geht der Schwurbellord wieder los. Was ist hier los? Du kannst das alleine nicht ändern. Du brauchst alle Menschen dafür. Du brauchst die Armen, du brauchst die Reichen, du brauchst die im Wohlstand und die in der Armut. Du brauchst alle Menschen, die von heute auf morgen aufwachen müssten und dann müssten sie begreifen, ja, das funktioniert so nicht, das kann so gar nicht funktionieren. Und wir müssen uns am Riemen reißen, wir müssen unsere Gesellschaft verändern, wir müssen schauen, dass wir unsere Gesellschaft so anpassen, dass wir künftig eben auch anderen die Möglichkeit geben zu leben. Aber das wollen ja die Leute, die leben nicht, weil dadurch würden sie ihren Wohlstand aufgeben, weil ein gewisses Maß an Überleben ist nötig, um zu leben. Ja, also... Ist das verwirrend? Nee. Also, keine Ahnung, Rainer spittet halt wieder die Truths, ne? Rainer spittet die Truths einfach. Ja, Kelsey-Pries, Rainer. Reiche Leute wollen ihren Reichtum nicht aufgeben und arme Leute hätten gerne mehr Reichtum. Willst du mir jetzt irgendwas erzählen, was ich nur nicht weiß? Jeder muss bis zu einem gewissen Grad was tun, um zu überleben. Das muss jeder. Ja. Das liegt in der Natur der Dinge. Ja. So, und dadurch, dass das natürlich in der Natur der Dinge liegt, können diese Dinge auch nicht entkommen. So, du musst zwangsläufig Dinge tun, um zu überleben. Aber das ist nur aus der natürlichen Form. Aber wir Menschen leben nicht in der natürlichen Form. Die natürliche Ordnung existiert für uns Menschen nicht, auch wenn wir uns gerne als Teil der Natur sehen oder
manche Menschen das gerne tun. Wir Menschen leben außerhalb der Natur. Wir leben Nein, Rainer, wir leben nicht außerhalb der Natur, Rainer. Wir leben eben nicht außerhalb der Natur. Das ist auch wieder irgendein so ein pseudo-philosophischer Bullshit, dass das gerade so scheppert. Rainer, alles auf diesem Planeten ist natürlich. Alles. Das ist die Natur der Sache, Rainer. Auch, wenn wir sagen, ja, Chemikalien sind auch natürlich. Weil sie auf unserem Planeten nun mal vorkommen. außerhalb der Norm, weil wir aufgrund unserer Technologie in der Lage sind, Lebensmittel herzustellen, Essen herzustellen. Wir sind in der Lage, einen Fortschritt und eine Technologie herzustellen. Wir können im Winter schwitzen ohne Ende. Wir können im Sommer frieren ohne Ende. Ja, aber auch nur im Rahmen der physikalischen Gegebenheiten, die auf unserem Planeten und in unserem Universum herrschen, Rainer. Wie gesagt, ich kann nicht, wenn ich die Gesellschaft umstrukturiere, dann auf einmal sagen, ja, hier, der Weizen, der sät und erntet sich jetzt von alleine. Hurra, die Gams, ich hab den Hunger in der Welt besiegt. Halt ein Maul, Rainer. Und das ohne irgendwelche, wie nennt man das? Wir können das halt, ohne dass wir irgendwie die Probleme dadurch haben. Warte, ich bin hier gerade in einem Spiel am Handy. Erkläre ich das? Also, Ja, erst mal Handy weglegen, dann versuchen, das zu erklären, Reini. was passiert? Und schön übrigens, dass du mit mir so ein politisches Gespräch führst oder psychologisches Gespräch führst. Auch gerne. Ich merke das schon. Wie erkläre ich das? Wir Menschen haben uns außerhalb der natürlichen Ordnung entwickelt, weil wir in der Lage sind, aufgrund unseres technologischen Fortschritts einen Wohlstand zu erzeugen, der natürlich nicht zustande kommen würde und trotzdem immer Leid verursacht. In unserem Fall verursachen wir Leid bei zum Beispiel Tieren, die wir halten. Ja, es gibt viele Tiere, die haben ein viel besseres Leben, als wenn sie in der Natur leben. Aber es gibt halt extrem viele Menschen. Umso mehr Menschen an einem Ort leben, umso mehr andere Lebensformen müssen darunter leiden. So. Ob du die natürlichen Lebensräume dieser Lebewesen. Ja, Rainer, das ist aber auch bei Dinosauriern so gewesen, du Dulli. Ne? Da, wo ganz, ganz viele Dinosaurier waren, da haben die anderen Lebewesen drunter leiden müssen. Zerstörst. Oder ob du jetzt eine Massentierhaltung hast, wo du Lebewesen zerstörst. Oder etliche andere Geschichten. Massentierhaltung zum Beispiel, die aus der alles kommt, was du isst, Rainer. Alles. Es gibt halt immer wieder die Situation, dass irgendjemand leiden muss für den Wohlstand, den du hast. Ja. Das ist richtig. Ne? Der Wohlstand des einen sind die Schulden des anderen. Das, so funktioniert unser System. Und daran kommt man halt auch ums Verrecken nicht vorbei. Und erst wenn man irgendwann mal aufwacht und bemerkt, dass man, wenn man nicht auf den eigenen Vorteil bedacht ist, auch für andere und gleichzeitig für sich selbst einen gewissen Wohlstand bekommt, aber man eben auch was dafür tun muss, an dem Punkt haben wir gewonnen. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass du etwas schaffst, oder du kannst nicht davon ausgehen, dass du in der Welt vorankommst, wenn du die ganze Zeit am Handy sitzt, Rainer, und dich nicht mehr mal auf die einfachsten Sätze konzentrieren kannst, die du mit dem Bärchen hier austauschst, ja, dann kannst du das wirklich nicht erwarten. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du in der Welt vorankommst, wenn du immer denkst, du musst nichts dafür tun. Man muss. Bitte was? Wie groß ist der Spiegel? Ganz ehrlich, wie groß ist er? Man kann nicht davon ausgehen, dass man im Leben vorankommt, wenn man nichts dafür tut, hat er gerade gesagt. Ja, richtig, Rainer. Und du merkst nicht die Parallele zu deiner Existenz der letzten 13 beschissenen Jahre. Der du mit genau diesem Anspruchsdenken die letzten 13 beschissenen Jahre durchs Leben gewongelt bist. Dass du gedacht hast, du musst nichts tun und nicht nur die letzten 13 beschissenen Jahre. Ja, hier in dieser Reaction waren wir schon da. Etwas dafür tun. Wir Menschen wären in der Lage, ein Minimum an dessen zu machen, was nötig ist zum Überleben. Aber wir müssen dennoch was tun. Aber ich verrenne mich gerade in einer These. Ich weiß genau, was ich sagen will, aber ich komme nicht richtig zum Punkt. Also. Ja, du kommst nicht richtig zum Punkt, weil du HDS hast. Ne? Hagel-Dom-Syndrom. Wir Menschen, wenn alle Menschen am gleichen Strang ziehen würden. Ja, hat die da die Vari, wenn der Hund nicht geschissen hat. Rainer, wie gesagt, ich bringe das Beispiel immer wieder gerne.
Wir haben es nicht hingekriegt, hier diese Kack-Pandemie zu überstehen, ohne dass wir uns gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben, wegen Scheißpapier im Supermarkt, Digga. Geschweige denn davon, was alles gesagt und getan wurde, was wir uns alles an den Kopf geschmissen haben, und ich schließe mich da selber nicht aus, aufgrund der massiven Frustration dieser ganzen Situation damals. Ja, wir haben das nicht hingekriegt. Wie? Wie stellst du es dir vor, dass die ganze Menschheit ab morgen den Utopie-Sozialismus lebt, den du dir hier vorstellst? In dem alles, was wir erschaffen, irgendwie gerecht aufgeteilt wird unter allen Leuten. Müsste jeder von uns ein Minimum von dem tun, was wir tun müssten, um zu überleben, wenn wir in einer natürlichen Umgebung leben würden. Gleichzeitig würde... Das tun wir aber jetzt auch, Reini. Das tun wir. Ich muss nicht mit dem Speer in den Wald gehen und hoffen, dass ich irgendein Vieh erlege. Das ist gut. So, es reicht, wenn ich in der Arbeit in einem beheizten Raum unter Dach bin und meinen verdammten Job-Ätzertler mache. Dann bekomme ich Geld und dafür kann ich mir dann was kaufen, was ich dann fressen kann. Wir ein Minimum an Leid verursachen, aber ein wirkliches Minimum, was erträglich für alle wäre, für alle Lebewesen, weil die Lebewesen wir müssten keine Massentierhaltung haben, Ja, Rainer, I hate to break it to you, wir haben, wie viel sind es? Sind schon 9 Milliarden Menschen auf der Welt? Und, also auf jeden Fall sind es schon 8. Über 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und, die wirst du ohne eine gewisse Art von Massentierhaltung alle nicht ernähren können. Das wird nicht stattfinden, Rainer. Keine Wälder einebnen, müssten wir alles nicht machen. Wir müssen dieses ganze Leid, das wir aktuell verursachen, das müssten wir nicht machen. Ja, du kannst ja einen Thanos-Lord machen, Rainer. Ne? Nimm die Schnapsi, einmal schnipsen und das Überbevölkerungsproblem lösen. Wenn wir alle mal lernen würden, und das ist ja auch im Prinzip das, worum es in meinem Glauben geht, es geht nicht In Rainers Glauben geht es ums Lernen. Jetzt bin ich gespannt. um vollkommenen Verzicht, sondern es geht um das richtige Maß. Es geht darum, Der Vorzeige-Hedonist, einem vom Maßvollsein wieder verzapft. Das ist das Peak. Das einfach Peak. Das ist, wenn der Harald Junke eins vom Nüchternsein erzählt, oder? Ja. ein Gleichgewicht zu finden. Das ist ja im Prinzip der ganze Zusammenhang meines Glaubens, der ganze Zusammenhang meines Universums. Darum geht es ja in meinem Glauben. Dass man einen Weg findet, halt, in der Welt klarzukommen, indem man halt nicht vollkommen verzichtet, sondern indem man nicht vollkommen verzichtet, sondern indem man Rainer, tu Sandy weg. nur einen bestimmten Teil zu sich nimmt und um anderen nicht zu schaden und sich selbst dadurch auch nicht. Ja. Rainer, du wiegst 250 Kilo. Beweisaufnahme abgeschlossen, Digga. Wenn es jemanden gibt, der Gleichgewicht und Maß und dergleichen nur als Floskeln kennt, dann bist du das. Du personifizierst genau das Gegenteil von dem, was du hier gerade wieder predigst. Mit dem Überschuss an Kalorien, den du dir in den letzten 35 beschissenen Jahren in dein hässliches Gesichtsarschloch reingemettelt hast, da könnte man ein ganzes somalisches Dorf wahrscheinlich 50 Jahre ernähren. Ja, das ergibt Sinn, auf jeden Fall. Also, ich kenne einige Leute, die sehen das genauso wie du. Formulierst bloß ein bisschen beschissen. Nee, passt schon. Also, ich musste mich erstmal ein bisschen reindenken, aber ja, es ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich habe in meinem Blog, in meinem Blog habe ich es besser formuliert. Oder ich habe da eine bessere Formulierung im Allgemeinen dafür. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie ich die am besten formuliert hatte. Aber ich hatte da eine richtig gute Aussage dafür. Also es geht nicht um Gleichgewicht. Es geht nicht um völlig Verzicht, sondern es geht wirklich um Gleichgewicht halt. Ja. Und wenn jeder Mensch ein klein wenig Aufwand zum Überleben machen würde, dann könnten alle leben. Ja. Aber da aber halt es irgendwie auch in unserer Natur liegt, halt möglichst wenig zu tun, um zu überleben, dann wäre es eine Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, richtig. Da bauen wir so eine Scheiße. So eine Scheiße bauen wir da. Unfassbar. Leute,
wir sind jetzt hier 1 Stunde 10 Minuten in meinem Video und 11 Minuten in diesem Video. Wir sind heute relativ weit gekommen, weil das letzte Video war wieder größtenteils Schmutz. Und hier sind wir, womit geht's weiter? Morallord über Unterdrückung, sehr geil. Er ist ein ganz besonderer Mensch, Kumpel aus Denken, Geld, jetzt, oh, das wird Premium Met. Das wird Premium Met. Das mache ich euch morgen. Ne? Dann gehen wir morgen hier nochmal schönes Pflichtstündchen reinmeddeln. Und dann ist danach, glaube ich, wirklich nur noch ein einzelnes Video übrig. Und dann hätten wir es. Ne? Vorausgesetzt, dieser Odyssey-Kanal besteht weiterhin. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Und Medal off.